Ortseingang von Pilgerndorf, einer kleinen Gemeinde in der fränkischen Schweiz, am Hof von Christian Hannig. Mit seiner Mutter Elisabeth will er heute oberhalb seines Hofes einen Felsen begutachten, der ihnen seit einiger Zeit Sorge bereitet. Da ist er, wenn er da runterkommt, das wäre schon. In den alten Stall, das wäre schon brutal. Wenn die Bäume werden den nicht aufhalten, wenn der dann in Schwung kommt. Früher hast du dir da nichts gedacht? Nie. Aber die Eltern haben halt gesagt, ja, wir sollen nicht so nah an die Spitze gehen. Wenn wir da abrutschen und fallen runter oder ein Stein fällt runter, haben halt immer die Eltern gesagt, na, dann haben wir es halt geglaubt, aber aufgegangen sind wir trotzdem. Die Felsen sind aus Dolomitgestein und waren vor 160 Millionen Jahren ein Korallenriff. Wie überall hier sind sie hart und spröde. Bei hohem Druck springen sie wie Glas. Ja, vor 60 Jahren war das, wo wir da runtergerannt sind. Aber da, das ist alles locker, ne? Das ist alles, ja, genau. Ja. Woran siehst du das? Da sieht man, kann man durch die Schlitze durchsehen. Da, das ist abgebröckelt. Und da hinten der, oh je. Wir haben es dann von unten gesehen. Die Bäume damals, da war er überhaupt noch nicht dran, der Felsen. Und der hat sich immer näher an die Bäume rangelehnt. Man sieht jetzt, wie da eigentlich schon reingewachsen ist, der eine Baum. Und dann sind wir natürlich öfters rauf und man hat nie durch den Felsen unten durchsehen können. Und heuer, seit dem Dezember, sage ich mal so, wenn wir raufgelaufen sind, hast du das erste Mal durchschauen können und hast unser Haus unten gesehen. Also Licht. Und dann ist man wirklich ein bisschen anders geworden. Ne? Der obere Block liegt nur noch lose auf und kann durch den Baum bei starkem Wind in Bewegung kommen. In den vergangenen Jahren ist er bereits hangabwärts gewandert. Ja, wenn du sagst, dass das und das ein halber Meter war, da sind wir jetzt bei 4 Meter. Ja, den Kindern, das war nicht weit auseinander. Das ist erst jetzt so, boah, Gottes Willen. Ja. Weil das hat uns immer gereizt, wenn wir auf den Kleinen springen. Die Hälfte der Kinder waren da drauf auf dem Kleinen, die anderen waren drüben. Da sind wir rübergehüpft. Wir wussten auch nicht, für Blödsinn, was wir machen sollten. Aber das war schon. Aber nein, das ist ja alles locker. Die größte Gefahr, denke ich halt mal, ist jetzt wirklich, der geht runter, der Schulbus kommt reingefahren, voll besetzt mit Kindern und der geht runter und fährt mitten in einen Bus. Also du wärst allein nicht mehr froh. Man weiß ja nie, was den Kleinen alles einfällt, dass er auch einmal darauf gehen alles. Und zum Beispiel, die würden hier hochklettern. Und ach, wir halten uns am Baum fest als Beispiel. Boah, na, das ist brutal für mich. Und man sieht hier unten, was alles rumliegt schon. Und ich bin mir sicher, dass der nicht mehr lang aushält. Mir im Arsch gedacht, vielleicht der Baum. Ja, ist eine Stütze für ihn. Aber eigentlich, wenn man richtig überlegt, der Wind kommt, alles, der geht rüber und über, dann wächst er, dann hebelt er den vielleicht noch hoch. Ne? Ich habe jetzt auch nicht getraut, den Baum wegzusehen. Die Wurzel sucht nach Wasser und geht immer tiefer und wird stärker und dann sprengt sie auch hoch. Dann kommt praktisch der Rückschluss, dann kommt praktisch der Boden und das Wasser rein. Im Winter gefriert es, sprengt los. Und das über die Jahrzehnte. Und die letzten 5 Jahre war halt wirklich extrem trocken. Und die Klimaveränderung, auch wenn sie manche leugnen tun, die ist definitiv da. Wir werden es in der Landwirtschaft brutalst. Und das Wasser wird definitiv das höchste Gut werden, wo wir Menschen haben. Elisabeth Hannig hilft viel am Hof mit, einem Milchviehbetrieb. Sie kümmert sich um die Kälber. Kälbchen sind für mich die Kinder, wie Kinder. Wenn sie gesund sind, da freut man sich. Wenn sie mit dem Schwänzler so wedeln, dann sind sie gesund meistens. Die Lawine. Wenn du hier so am Stall arbeitest mit den Kühen, musst du da auch immer an den Felsen denken? Kannst du da noch schlafen? Ja, schlecht. Man wacht halt oft auf und denkt, oh Gott, wenn er jetzt runterkäme, der Felsen, dann ist alles kaputt. Der Felshang gehört Christian Hannig. Als Eigentümer ist er verpflichtet, mögliche Gefahren zu entschärfen. Beim Hintergedanken hat man natürlich immer wieder, der Felsen ist oben, er kann kommen, er kann kommen. Und die Situation jetzt ist natürlich extrem geworden, muss man ganz klar sagen. Und ich kann mit dieser Gefahr einfach nicht mehr leben und deswegen habe ich mir entschlossen, diesen Felsen abbauen zu lassen. Christian Hannig hat sich für eine Sprengung entschieden. Die ganze Familie hilft mit. Sprengmeister Bernhard Brehm bereitet die Bohrungen vor. Okay, nur ein wenig sonst ziehen.
Carlo Schillinger berät Christian. Er ist Geologe und unabhängiger Sachverständiger in der fränkischen Schweiz. Also er liegt auch richtig lose und damit ist es ein akut absturzgefährdeter Block, dem man nicht zu viel Zeit geben sollte. Man sieht, wie der Baum oben an der Kante verletzt ist vom Fels, ja, weil er immer wieder, wenn er sich hin und her bewegt, da dagegen schlägt. Und es sind riesige Energien, die Hebel sind groß und der Baum leitet das natürlich unten in sein Wurzelwerk ein, zieht daran und wenn der in der Spalte steckt von einem losen Block, dann kann er den jederzeit rauswuchten. Der Effekt mit dem Baum ist auch so speziell, muss ich ehrlich sagen, habe ich in der Ausprägung noch nie gesehen. Und ich schaue jetzt seit 1986 Felsen an. Den weg, auf jeden Fall. Und alle, die da vorne stehen. Alles, was oben drauf ist, jetzt praktisch auf dem Felsbereich. Egal, wo wir da hinschauen, man findet immer sofort, bei so einem Gewächs, findet man sofort unten die Sprengwirkung. Sieht man, wie das auseinandertreibt. Das ist ganz enorm. Und das ist etwas, was nach meiner Beobachtung stark zugenommen hat. Da drüben haben wir es nochmal. Ja. Überall, also da oben ist alles zerlegt in dem oberen Bereich. Also das sind alles Sachen, die Ihnen Steine auf Ihr Haus schmeißen können. Ja, also alles, was da oben drauf steht, ist ein Riesenproblem. Ja, leider Gottes. Ein Jahr Hackschnitzel, würde ich sagen, für die Heizung. Das wird jedenfalls kein kalter Winter. Ja, genau. Der Hang ist teilweise extrem steil. Heruntergefallene Steine können hier sehr schnell beschleunigen und sehr schnell eine zerstörerische Kraft entwickeln. Christian und ein befreundeter Nachbar sichern die Straße und sperren sie. Auch der Schulbus darf hier heute nicht fahren. Mittlerweile wird Carlo Schillinger immer öfter angefragt, geologische Gefahren in der fränkischen Schweiz einzuschätzen. Die Region ist generell gefährdet und der Klimawandel verschärft die Situation. Bernhard Brehm muss tief bohren, damit der Sprengstoff genau in der Mitte des Felsens sitzt. Normalerweise arbeitet er im Steinbruch. Jawohl, was? Passt jetzt alles? Ja, das müssen wir nur abdecken. Durchgang ist da. Ja. Und? Ist der Nervenkitzel schon da? Ja, ein wenig. Ja, das ist immer ein wenig, aber schaffen wir schon. Das sind nur kleine Steine. Ja. Zuletzt wird der Fels mit Fließstoff und einem Drahtgeflecht abgedeckt. Es ist sehr wichtig, dass gut zusammenhält, dass man wirklich eben keinen Steinwurf haben, der sehr, sehr weit geht. Ja, wenn er unten der Spitze rauskommt, das macht er nichts unten. Nee, aber wichtig ist es auch rauf und runter. Ja. Das ist so. Doch, Richtung Gebäude, ja. Richtung Gebäude darf nichts passieren. Auch Christians Töchter Mariella und Felicia sind noch einmal hoch zum Felsen gekommen. Genau, ja. Da muss ich aufschlafen. Genau, also nichts mehr durchlassen, ne? Ich rufe dann wieder an, wenn ihr aufmachen könnt. Jo, alles klar. Bis gleich. Tschüss. Gut. Haben wir alles. Alles im Griff? Alles im Griff. Jetzt hoffen wir mal das Beste. Ja.